Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. So, bevor wir jetzt aber wo hingehen, und zwar in den Brazilienwald, Do you wish to hear what I have found? gehen wir ins Lager und wir werden schon direkt von Morrigan hier überfallen. Natürlich, was habt ihr gefunden? 'Tis not what I expected. I had hoped for a collection of her spells, a map of the power that she commands. But this is not it. Aber ihr wirkt beunruhigt. Disturbed? Yes, perhaps that is the right word. One thing in particular within her writings disturbs me. Here, in great detail, Flemeth explains the means by which she has survived for centuries. Wow. Aber disturbed ist eigentlich eher verstört als beunruhigt. Lasst mich raten, trinkt sie Blut, frisst sie Kinder? Das könnte sich als nützlich erweisen, oder? Not unless one also happens to be an ancient abomination. No. Flemeth has raised many daughters over her long lifetime. There are stories of these many witches of the wilds throughout chastened legend, yet I have never seen a one, and always wondered why not. And now I know. They are all Flemeth. When her body becomes old and wizened, she raises a daughter, and when the time is right, she takes her daughter's body for her own. Wow. Alter. Das heißt, das ist eine Seelespringerin, die verbraucht Körper, und wenn die alt und runzlig und schrumpelig sind, dann geht's direkt ins nächste junge Mädel rein. Und die hat sie vorher noch als magiebegabt aufgezogen. Alter Falter, das ist ganz schön widerlich. Seid ihr euch dessen wirklich sicher? Ist Flemeth jetzt unsterblich oder nicht? Ich verstehe nicht recht, was ihr mir damit sagen wollt. Warum riskiert sie es dann, euch mit mir wegzuschicken? Und was wollt ihr jetzt dagegen unternehmen? Und davor habt ihr nichts gewusst? Das tut mir leid. Warum riskiert sie es dann, euch mit mir wegzuschicken? I do not know. Perhaps 'tis as she said, the Darkspawn threaten her as much as they threaten anyone else. Or perhaps she believes that this journey will make me more powerful. Ja. According to the tome, if the host is already powerful and trained in magic, it takes far less time for Flemeth to settle in. Ja, wahrscheinlich spielt sie in die Hände, ne? Sie würde also eine neue Tochter großziehen, falls ihr sterben würdet. Ist ihr euch dessen wirklich sicher? Ist Flemeth jetzt unsterblich oder nicht? Bla bla. Was wollt ihr jetzt dagegen unternehmen? There is only one possible response to this. Flemeth needs to die. I will not sit about like an empty sack waiting to be filled. Flemeth must be slain, and I need your help to do it. Okay. Flemeth töten, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, also es ist schon ziemlich heftig, und selbst wenn man nicht nur sagt, hey, es geht eigentlich hier um den guten Aspekt, dass man so eine Abscheulichkeit nicht hier weiterleben lassen kann, sondern in dem Fall ist es reine Nutze, Flemeth oder Morrigan, ganz einfach. Warum braucht ihr meine Hilfe? Because if she is slain while I am near, I am not certain that she will not simply be able to take possession of me right there. So obviously I cannot be the one to do it. Ja toll, ich bin aber auch magiebegabt und mächtig, ne? Na gut, in dem Fall nun gut, ich helfe euch, wenn ich kann. Then what needs to be done is for you to go back to Flemeth's hut in the Kakari Wilds without me. Confront her and slay her quickly. I doubt she will truly be dead even then, but it will take her years to find a new host and recover her power, if that is even possible. The thing I must have is her true grimoire. With it, I can defend against her power in the future. Everything else in her hut is yours. Okay, in dem Fall gibt es dafür eine zeitliche Vorgabe. Not really, but the sooner the better, no? Okay. In dem Fall, ja, klingt, als braucht ihr nur jemanden, der für euch die Drecksarbeit erledigt, aber ich werde sehen, was ich machen kann. I am grateful. The sooner this can be done, the sooner it will set my mind at ease. Gut, Morrigan stimmt zu. Wieder +6. Was ich aber eigentlich hier wollte in dem Lager, ist zu unserer fröhlichen Bande zu gehen, und zwar zu denen hier. If there's anything I can do for you,
please, tell me. Jo, aber erstmal, zeig mir deine I'm Ware. sure you'll be pleased with the goods my boy... Bla bla bla. So, mir geht's nämlich hauptsächlich um das Blutdrache-Gedöns für Stan. Die wollte man noch aufheben, jupp. Blutdrache, Blutdrache-Plattenhandschuhe, Blutdrachen-Plattenstiefel. Jo, dann haben wir soweit alles, ne? Um das Zeug ging's mal in erster Linie. Dann können wir jetzt nämlich hier Stan standesgemäß ausrüsten. Der ist stark genug. Das gibt schon mal 1,05 mehr auf die Rüstung und plus 10 Gesundheit. Ui, das sieht ziemlich cool aus, wenn man so vergleicht, ne? Im Prinzip der Templerhelm, nur ein bisschen anders gearbeitet hin und rot. Beim Visier die Blutdrache Handschuhe, ja, die geben auch schon mal 1,23 mehr. Aber natürlich auch mehr Erschöpfung. Sehen an sich auch ganz nett aus, ja. Und dann noch zum Schluss die Blutdrachen Plattenstiefel, die geben auch nochmal ordentlich was drauf. Jo, jetzt ist Danny doch ziemlich gut ausgerüstet, wie ich finde. Dann bla 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 bla, zeig mir deine Ware. Dann Templerhelm, Verkaufer. Kettenrüstungsstiefel und Gedöns wird auch verkauft. Dann schauen wir jetzt mal, was der Kasper hier noch für uns hat. Das ist natürlich viel zu teuer, das Zeug hier. Streitaxt können wir auch vergessen. Der hat ja an sich ziemlich gut die Waffe. Sogar Gnade des Waldgeisters. Das könnte man uns sogar noch leichter. Tja, Naturresistenz, Zauberkraft und Naturschaden. Elektroresistenz und Elektroschaden gibt es bei mir nochmal plus. Tja, Naturschaden mache ich halt nicht, ne? Das ist halt etwas nutzlos. Das Baden-Tanzschuhe. Ansonsten haben wir doch noch irgendwas anderes Schickes vielleicht für mich noch. Das sieht nicht so aus. Nee. Hier bei dem Kram. Ja, der Zauberschutz ist natürlich mega geil, aber kann ich vergessen. Was wir jetzt noch machen werden, ist... Ah, ich habe noch was vergessen. Bla bla. Ich wollte noch gucken, ob der möglicherweise noch irgendwelche schöne andere Kram für uns hat. So Kruscht kann man immer gebrauchen. Okay, das ist hier nochmal Buch der arkanen Methodik. Nee, sieht nicht so aus. Jetzt könnte man noch was anfangen. Handbuch Waldläufer, Templer. Also für Stan möchte ich auf jeden Fall auch nochmal eine andere Klasse haben. Champion oder Barbar oder wie das heißt. Enchantment? Genau, Enchantment. Enchantment! So, dann gucken wir jetzt mal. Yusaris kann nämlich die Waffe von Stan. Feuerresistenz und Schaden gegen Drachen macht das Ding. Wir können jetzt natürlich nochmal die richtig gute Sache drauf machen. Weil die Dinger des Novizen, die geben halt immer nur plus 1, ne? Das heißt, wir sollten noch Geselle-Dinger gucken. Körperliche Widerstandskraft möchte ich jetzt eigentlich nicht. Blitzrune des Gesellen finde ich eigentlich ganz cool. Das können wir drauf machen. Und wir können hier noch Chance, ist zwar leider nur Novize-Level, aber können wir uns auch nochmal holen. Chance, die Bewegungsgeschwindigkeit zu verringern. Das kann nicht schade, wenn Stan jemand in die Mangel nimmt, ne? Und der Gegner ist dann verlangsamt. So, nehmen wir jetzt mal so. Da gucken wir nämlich jetzt mal bei Stan kurz rein. Bei seinem Yusaris. Wo ist es? Jo, jetzt haben wir es drauf. Plus 2 Elektrizitätsschaden und Chance, die Bewegungsgeschwindigkeit zu verringern. Super Sache, darum ging es mal eigentlich nur. Dann könnten wir jetzt noch folgende Spaßdreher. Wir schnappen uns hier und tja. Alistair. Nimm mal Alistair, ja. Wir schnappen uns die und gehen zu Flemeth. Wir probieren es einfach mal. Ich möchte euch das zumindest mal gezeigt haben. Auch wenn wir jetzt natürlich hier auf dem Zwischenweg nochmal überfallen werden. Das muss so sein. Oh, nee, wir haben hier schon ein zweites Gebiet abgegrast. Deswegen wieder Denerim. Sire, I have more news. Yes. Well, it seems that the fighting has gone Enough. exactly as you... I would like to know what you intend to accomplish, Father. Should we not be fighting the Darkspawn instead of each other? The nobility should be brought into line and then the Darkspawn defeated. This is no true blight, Honora.
Only Kaelin's vanity demanded it be so. Beg pardon, sir. But blight or no, we may not have the manpower to face the Darkspawn soon. Kaelin approached your legions for support, did he Never! not? Marek and I drove those bastards out! Not roll out the welcome for them now! We need help, Father. We cannot deal with this crisis alone. Ferelden will stand on its own! I will lead it through this, Anora. You must have faith in me. Did you kill Kaelin? Kaelin's death was his own doing. Reizender Kerl, scheint ja wunderbar ums Reich zu stehen. Zusätzlich, Alistair hat andere Level. Okay. Der hat anscheinend ein paar Level nachzuholen in dem Fall, ne? Gut, dann kriegt er auf jeden Fall ein bisschen was in Willenskraft, weil es einfach ein schnaffter Typ ist als Templer. Und er kriegt ordentlich was in Stärke und auch ein bisschen was in Geschicklichkeit geballert. So, zusätzlich kriegt er noch von mir ein schönes Taktikfeld. Das kann er auch gut gebrauchen. Als Templer kriegt er noch Gebietssäubern. Der Templer säubert den Wirkungsbereich von Magie und entfernt alle bannbaren Effekte von Wesen in seiner Nähe. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Das ist ziemlich nützlich. Tapferkeit ist für einen Krieger auch noch nicht schlecht. Und wenn möglich kriegt er noch, genau, ein Überwinden drauf. So, jetzt sind wir aber trotzdem in einem Gebiet, wo wir anscheinend irgendwas abkriegen. Oh, thank the Maker. We need help. They attacked the wagon. Please help us. Follow me. I'll take you to them. Falle. Ganz offensichtlich. Okay. Na dann, wir lassen uns mal drauf ein. Wie sie schon grinst. Ach, du bist unser Attentäter. Und anscheinend jede Menge netter Schrei. Anscheinend viele hilfsbereite, lustige Kompagnons noch. Reisender, Saffron, Reisender, weißt du was? Auf Reisender gibt es jetzt erstmal einen Ketteblitz, weil so wie ich die Gretel ist. Du, Mädel, schnappst dir so ein paar lustige Feuerpfeile und ballerst mal random hier. Ne, Moment. Und zwar ballerst du auf den Meuchelmörder da an der Flanke. Das sind die Arschlöcher, die man nicht gebrauchen können. Weil du so ein schnaffter Typ bist, gehst du hier drauf. Und zwar mit Überwinden. Und Stan, auf dich zähle ich für die Flanke. So. Okay, das hat ein bisschen was gemacht. Dann Kältekegel hier. Liliana, wen greifst du an? Nein, du greifst jetzt bitte den hier an. Okay, wir haben keine Morrigan, die heilt, sehe ich. Gut, der Kettenblitz hat anscheinend gut was reingerobbt. Das Mädel da hinten kriegt jetzt auch noch eine Stählfaust ab, weil sie so wichtig ist. Okay, ich bin anscheinend gerade gelähmt oder ähnliches. Was? Oh, Saffron geht auf mich los. Das ist nicht so toll. Ja. Okay, das hat jetzt mein Hauptcharakter geschrottet. Der hat sich dort drum gekümmert. Geh du mal auf die Flanke los. Ne, Quatsch, auf die will ich. Oh, da steckt in einer Beerefalle. Moment, das ist nicht so toll. Außerdem ist nicht so toll, dass Alistair gerade ordentlich auf die Fresse kriegt. Heil dich. Weiter auf die. Und ja, Saffrons Drohung ist wahr. Der graue Wächter stirbt tatsächlich. Stan haut jetzt gerade unter den Letsche zu Brei. Okay, hau doch bitte nochmal auf den hier. Und du morsch doch mal die hier um. Oh, die verreckt mir auch gleich. Stan ist umgemoscht. Ich will aber, dass der auf Dendo noch weitergeht. Stan. So. Geh doch mal auf den Scheiß-Typ hier los. Alistair hat mittlerweile, okay, die Magierin niedergemoscht.
Dann wollen wir überwinden. Schildhammer. Okay, die Leliana ist auch tot. Das wird dann schon gleich eine Stan-Ein-Mann-Aktion. Jo. Okay, Saffron hat's auch erwischt. Dann geht du jetzt doch nochmal auf den Meuchler da drüber los. Na gut, im Endeffekt hätten nur unser Krieger überlebt. Ah, und überall Falle gestellt, ja klar. Meuchelmörder halt, die taktieren doch schon mal entsprechend. So, mosch die um. Jo, jetzt dürfte das kein Problem mehr sein, aber 2 von unseren Charakteren hat es zerrobbt. So. Der elfische Meuchelmörder ist verwundet und bewusstlos, aber am Leben. Du kannst ihn fesseln und verhören, wenn du möchtest. Ihn jetzt erschlagen oder ihn aufwecken und mit ihm sprechen. Und 3 Mal darfst rote, mir wecken den Ofen sprechen mit ihm. Oh, what? I rather thought I would wake up dead, or not wake up at all, as the case may be. But I see you haven't killed me yet. Ich habe ein paar Froche, lässt sich rasch ändern. Ich möchte euch lieber zunächst ein bisschen foltern. Ja, da musste ich gerade lachen. Und habe dabei gehuscht. Schweigt, ihr redet nur, wenn ihr gefrucht wären. Zunächst möchte ich euch ein bisschen foltern. Oh, so you kept me around to have a bit of fun, did you? But the purpose behind torture is usually to interrogate, yes? In that case, despite the potential for fun, perhaps I'll save you a bit of time and get right to the point. My name is Zevran. Zev to my friends. I am a member of the Antivan Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. Was mich eher froh stimmt. Was sind dann die Krähe von Antiva? I can tell you that. They are an order of assassins out of Antiva, very powerful and renowned for always getting the job done, so to speak. Someone went to great expense to hire this man. Quite right. I'm surprised you haven't heard much of the Crows out here. Back where I come from, we're rather infamous. An der großartige Qualität kann sie nicht so licken. Froh mal erstmal, wer hat euch angeheuert, uns zu töten? A rather taciturn fellow in the capital. Logan, I think his name was. Yes, that's it. Okay, wann solltet ihr ihn wiedersehen? Wie viel hat man euch bezahlt? I wasn't paid anything. The Crows, however, were paid quite handsomely, or so I understand. Which does make me about as poor as a Chantry mouse, come to think of it. Being an Antivan Crow isn't for the ambitious, to be perfectly honest. Okay, wann solltet ihr ihn wiedersehen? I wasn't. If I had succeeded, I would have returned home and the Crows would have informed your Logain of the results, if he didn't already know. If I had failed, I would be dead, or I should be, at least as far as the Crows are concerned. No need to see Logain then. Okay, wenn ihr versagt hättet? What can I say, huh? I am an eternal optimist. Although the chances of succeeding at this point seem a bit slim, don't they? No, I don't suppose you'd find that funny, would you? Ihr steht Logan also loyal gegenüber. I have no idea what his issues are with you. The usual, I imagine. You threaten his power, yes? Beyond that, no, I am not loyal to him. I was contracted to perform a service. Und jetzt, weil ihr dabei gescheitert seid? Oh, well, that's between Logain and the Crows, and between the Crows and myself. Und was ist mit mir und euch? Isn't that what we're establishing now? Warum erzählt ihr mir das alles? Why not? I wasn't paid for silence. Not that I offered it for sale, precisely. Okay, wurdet ihr etwa bezahlt, mir das Ohr wund zu retten? Okay, seid ihr nicht wenigstens eurem Arbeitgeber verpflichtet? Loyalty is an interesting concept. If you wish, and you're done interrogating me, we can discuss it further. Okay, ich höre, aber fasst euch kurz. Well, here's the thing. I failed to kill you, so my life is forfeit. That's how it works. If you don't kill me, the Crows will. Thing is, I like living.
And you obviously are the sort to give the crows pause, so let me serve you instead. Okay, wäre eure Loyalität mir gegenüber dann ähnlich tiefgreifend? I happen to be a very loyal person. Up until the point where someone expects me to die for failing. That's not a fault, really, is it? I mean, unless you're the sort who would do the same thing, in which case I don't come very well recommended, I suppose. Und was sollte euch daran hindern, euren Auftrag später zu vollenden? To be completely honest, I was never given much of a choice regarding joining the Crows. They bought me on the slave market when I was a child. I think I paid my worth back to them plus tenfold. The only way out, however, is to sign up with someone they can't touch. Even if I did kill you now, they might just kill me on principle for failing the first time. Honestly, I'd rather take my chances with you. Werden sie euch nicht nachstellen? Possibly. I happen to know their wily ways, however. I can protect myself as well as you. Not that you seem to need much help. And if not, well, it's not as if I had many alternatives to start with, is it? Was wollt ihr dafür haben? Well, let's see. Being allowed to live would be nice, and would make me marginally more useful to you. And somewhere down the line, if you should decide that you no longer have need of me, then I go on my way. Until then, I am yours. Is that fair? Warum sollten mich eure Dienste interessieren? Why? Because I am skilled at many things, from fighting to stealth and picking locks. I could also warn you should the Antivan Crows attempt something more sophisticated, now that my attempts have failed. I could also stand around and look pretty if you prefer. Warm your bed. Fend off unwanted suitors, no? Ich hätte gern mein Bett vorgewärmt, bevor oder nachdem ihr mir den Dolch in den Rücken rammt. These things you say, they must drive the men back home simply wild. So, what shall it be? I'll even shine armor. You won't find a better deal, I promise. Okay, ich nehme dein Angebot an. What? You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? Ah jo, das wird unseren Typ auf jeden Fall. Keine Sorge, er könnte sich als nützlich erweisen. Alright, I see your point. Still, if there was a sign we were desperate, I think it just knocked on the door and said hello. Welcome, Zevran. Having an Antivan Crow join us sounds like a fine plan. Oh, you are another companion to be, then? I wasn't aware such loveliness existed amongst adventurers, surely. Or maybe not. I hereby pledge my oath of loyalty to you until such a time as you choose to release me from it. I am your man, without reservation. This I swear. Sehr cool, dann haben wir jetzt unseren endgültigen Schurke. So, wir lassen es erst einmal dabei. Denn wir müssen noch vorher Liliana ausziehen, damit die ihren Kruscht wegkriegt. So, Alistair ist dagegen, Liliana stimmt zu. Interessant eigentlich, dass die zustimmt. So, dann holen wir uns auf jeden Fall den ganzen Kruscht hier. Brief. Freunde der roten Jenny. Neue Quest. Freunde der roten Jenny. It is begun. Okay, warte mal. Die Quest gucken wir uns mal kurz an. Denerim. Du hast das kleine bemalte Kästchen in deinen Besitz gebracht, genau wie es die Freunde der roten Jenny wollten. Deine Belohnung, wie auch immer sie aussehen mag, erwartet dich im Marktviertel von Denerim. Okay. Warum nicht? Schön, dass die Gegner jetzt schon zu Skelette verfault sind. Interessant. So, was wir heute in der Episode noch machen werden, ihr liebe Leute, ist, dass wir ins Lager noch zurückkehren und dass wir dort nochmal Liliana entsprechend ihren gute Kram abnehmen und dass wir uns dann Zevran vornehmen, der in unserer Gruppe kommt. Aber ich wollte ja eigentlich auch noch zu Flemeths Hütte. Eigentlich hätte ich gedacht, dass wir heute sogar noch in den Brazilian Wald kommen. Aber das war wieder so viel Blabla, dass das offensichtlich nicht möglich war, dass das noch funktioniert. Naja. Schade eigentlich, weil bei so viel Gelaber, so ist es halt immer so, dass dann ein paar Sachen flöte gehen, aber mir haben ja gesagt, wir nehmen uns die Zeit, das läuft alles. So, jetzt marschieren sie erstmal zu Flemeths Hütte. Vielleicht kann ich euch das ja auch einfach nochmal schon mal zeigen, ne? Wir speichern hier nochmal kurz. Da ist ja auch schon die gute Flemeth.
denke, das können wir jetzt auch noch machen, obwohl wir jetzt bei der 25 Minuten sein dürften. Haben wir die Yankee 2, oder? Mensch. Ja. Die Yankee 2. Und dann wollen wir doch mal, ne? Einfach mal gucken, was die Alt kann. And so you return. Lovely Morrigan has at last found someone willing to dance to her tune. Such enchanting music she plays, wouldn't you say? Schweigt und sterbt, Monster! Wir kennen euer kleines Geheimnis. Soll ich stattdessen noch eurer Pfeife tanzen? Ich bin hier, um zu babbeln und nix. Wir kennen euer kleines Geheimnis. Which one, I wonder? What has Morrigan told you? What little plan has she hatched this time? Sie weiß, wie ihr euer unnatürliche Lebenszeit verlängert. Sie schickt mich euch zur Töte und das aus gutem Grund. Spielt das eine Rolle? Ich durchleuchte nur meine Möglichkeiten. Warum sollte ich das sagen? Welchen Sinn hätt's? Okay, Mamas Erster. That she does. The question is, do you? Ah, but it is an old, old story. One that Flemeth has heard before, and even told. Let us skip right to the ending, shall we? Do you slay the old wretch as Morrigan bids, or does the tale take a different turn? Ihr verdient den Tod. Na komm, ich brauche Morrigan, also bleibt noch eine Wahl. Was schlagt ihr also vor? Morrigan wishes my grimoire? Take it as a trophy. Tell her I am slain. Okay, und was wird aus euch? I go. Perhaps I surprise Morrigan one day. Or I may simply watch. It would be interesting to see what she does with her freedom. Enlightening, even. Would you give an old woman that? Ich glaube, das glaubt sie mal nicht. Nee, vergesst's. Shame. What will it be then? Ihr sterbt jetzt. It is a dance poor Flemeth knows well. Let us see if she remembers the steps. Come. She will earn what she takes. I'd have it no other way. Und jetzt? Große, fette Überraschung. Flemeth ist ein Drache. Flemeth, die Formwandlerin. Herzlichen Glückwunsch. Ein riesenfetter, übler, heftiger Drache. So. Das hier ist die Kämpfer vor und wir bleiben hinter. So, der braucht Hilfe und Stan ach. So. Also Flemeth ist definitiv niemand, womit man sich einfach so anlegt. Die macht nämlich ordentlich Schade. So, die brauchen beide wieder. Ich sollte ein bisschen näher kommen an die Sache. Ich sollte drauf. Das könnte man sogar gewinnen, das Ding. Ich habe sogar eigentlich eher gedacht, wir schaffen das nicht, aber das könnte sein, dass wir das Ding sogar noch machen. Ich habe eigentlich gedacht, Drache zu stark und... Oh. Könnte man wirklich noch schaffen. Ups, Moment. Oh. Alistair ist tot. Was hat sie für Pfeiler? Feuerpfeil. So. Ich sollte ein bisschen weiter noch hingehen und vielleicht ein Gewitter nochmal in dem Umkreis, dass es Stan nicht abkriegt. So, ohne Stan sind wir aufgeschmissen.
Das wird auf jeden Fall hässlich, der Kampf. Aber ich glaube, das schaffen wir tatsächlich. Ich habe gedacht, wir sterben hier, aber cool. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, dass Flemeth ein Drache ist. Nur so nebenbei. Ob der sich noch heilen muss. Yo, 240 Erfahrungspunkte hat's gegeben. Alter, Moment, du Stan, schnell. Das gibt nämlich noch so einen richtig üble Kill. Warte, du geh mal ein bisschen weiter weg sogar. Dass wir die volle Epik noch abkriegen. Yes. Alter. Kerl. Codex und Quest aktualisiert. Flemeth ist tot. So viel steht fest. Ihr könnt ihre Geheimnisse und Zauberbücher also nach Herzenslust plündern. Ja, geiler Scheiß. Was hat sie dann bei sich? Flemeths Schlüssel. Gut, das machen wir jetzt heute auf jeden Fall noch. Aber ja, die große Drache, die gehören definitiv zu der heftigen Endboss-Gegner in Dragon Age. Und ja, da kommen noch ein paar im Laufe der Zeit. Aber meine Fresse. Ja, wieder diese scheiß Steinrüstung. Du sollst das doch nicht machen, Mädel. Weg mit der Stählrüstung. So, was haben wir dann jetzt hier zum Knacker? Eigentlich nur die Truhe hier, ne? Robe der Kontrolle, Beschränkung Morrigan und Flemeths Zauberbuch. Ein altes, aber mit Liebe gepflegtes Buch, gebunden in Leder. Zweifelhafter Herkunft. Die Seiten riechen nach Kräutern und Rauch. Auf dem Umschlag ist detailliert ein blätterloser Baum eingearbeitet, der in seiner Kargheit reichlich merkwürdig anmutet. Okay. Ja, geiler Scheiß. Dann würde ich doch sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann ins Lager gehen werden. Da machen wir doch glatt mal die Yankee 3 Nummer als Speicherpunkt. Das hätte ich nämlich ganz gern noch irgendwie als Speicherpunkt erhalten mit Flemeth und Gedöns. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Da werden wir dann, wie gesagt, nochmal im Lager ein bisschen aufrahmen und dann geht's aber wirklich in den Brazilian Wald. Versprochen. Iron Yankee!